Salut! Und herzlich willkommen bei Luxplay. Heute servieren wir zwei kulinarische Erlebnisse. Am ersten Gang gilt der französische Gericht Plague Tale Innocence. Und als zweiten Gang servieren wir einen mordsmäßigen Teller Rage 2. Nerf this! Plague Tale Innocence ist ja ein bisschen wie Ratatouille. Nimm mit einer kleinen Prise Pest an einen Hauch von Inquisition. Und das ganz getan serviert mit einer guten Portion Blut. Ob das Rezept dann aber auch schmeckt, verrate mir schon. Der Numm Asobo Studio ist wahrscheinlich nimmer der manste Begriff. Auch mir war das Studio bis schon ein Jahr unbekannt. Ich habe richtig den Trailer von der Plague Tale Innocence zu hören. Und darum geht es heute auch. Das Spiel handelt von der französischen Geschwister, dem Amicia, und seinem kleinen Bruder, dem Hugo, die auf der Flucht vor der Inquisition und auf der Sicht ein Heilmittel für den Hugo sind. Den Leute nämlich unter dem sogenannten Macula, was so viel wie Mal bedeutet. Die Sicht erweist sich aber nicht als ganz so einfach, weil neben der Konfrontation mit der Inquisition und aggressiven Dorfbewohnern ist die Pest, oder im Spiel The Bite genannt, ein Gefahr an der Welt von der Plague Tale. Wie wenn das aber nicht durchgeht, verfällt die Welt dabei schon bald an eine apokalyptische Situation, weil die Ratten nicht nur Pest überdrohen, sondern auch zu Millionen die Welt überrennen und alles fressen, was hinten an den Weg kommt. Gerade der erste Kontakt mit Ratten ist extrem gut inszeniert und behält den bleibenden Eindruck. Ich greife den Loch mal direkt für, und fange mit den Negativpunkten an, weil von denen gibt es nicht mehr ganz weniger. Come on. Do it! Do it! Am meisten aufgefallen ist mir, dass sich die Steuerung manchmal leicht schwammig fühlt. Außerdem wurde mich schlicht gesteuert, dass der Amicia sich durch die Bewegung von der Kamera mattdreht. Wodurch es öfters ziemlich dämlich ausgesehen, wenn ich nicht mehr die Welt vom Spiel ein bisschen bewundern will. Dir fand dass das noch meckern auf höchstem Niveau klingt. Ja, das ist es doch. Aber leider wird für mich die Immersion an ein paar Fälle drinnen gelitten. Aufgesehen davon kann ich im Spiel aber nicht wirklich irgendetwas Schlechtes vorgeheuern. Mir sind weder irgendwelche größer noch kleiner Bugs aufgefallen und das Spiel ist auch nie gecrashed oder des Weiteren. Wenn ihr beim Schleich von einem Gegner mal gesiegt, geht KI vielleicht ein bisschen zu frei ob mit sich. Mir für das erste irgendein Spiel von Asobo aus das zu verzeihen. Wenn es nicht viel zu meckern gibt, dann habe ich doch bestimmt viel zu löwen, oder? Richtig, schon allein beim unverbrauchten Setting und Szenario kann das Spiel richtig punkten. Auch wenn die Level größtenteils linear sind, geht den immer für die Kunden belohnt und findet entweder Crafting-Material, verschiedene Blumen, die Amicia dann an den Haar dreht, oder kriegt interessante Gespräche zu hören. Das Spiel bringt es fertig auf extrem gut Art und Weise ein Gleichgewicht zwischen Schleichpassagen, Rätselelementen und Action- und Erkundungssegmenten zu behalten. Und dadurch geht es am Spiel nie langweilig. In all diese Situationen wirken Charaktere noch immer natürlich. Für allem den Hugo wirkt charakterlich wirklich wie Kant, dat auch mal mutzt oder se Schlossrabt für fortzulaufen, wann ihm etwas nicht passt. Außerdem ist Amicia ein richtig guter weiblicher Charakter, der weder erzwungen noch überdriven wirkt. Aber das nicht als Muskelkraft abbringen kann, mischt mit seiner Intelligenz im Wett. Die zwei Geschwister wirken auch an Interaktionen in der Nähe extrem realistisch und bringen extrem viel Gefühle rüber. Dass er sein kleiner Bruder immer mit der Hand holen muss, bringt zudem Erinnerungen zu Igor ab. I'm sorry. I'm sick. No. Sollte Amicia sich dann aber trotzdem mal wehren müssen, da kann er entweder seine Schleuder nutzen oder mit Alchemie gecrafteten Items für Gegner zu kommen. Und auch da bleibt das Spiel immer auflösungsreich. Auch wenn die Schleuder richtig Wumms hört, ist die hart und dann armiert du wenigstens einer Gegner. Dann hört ihn zum Beispiel auch nach Gegner mit Helmer, der ihn dann auch als Mal dazu bringen muss, das auszutun.
Auch wenn drums geht lernst die gefährliche Ratens kommen, sind entwicklerisch kreativ gewirrscht. Und es kann selten viel, dass mehr wie 2 Mal das nämlich machen muss, für ihn aus dem Weg zu gehen. Am Grundsatz geht es meistens darum, so durch Hölle von Luftquellen auf Distanz zu halten. Aber gerade später hin geht ihn immer mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert. So muss er sein ganzes Arsenal und Hilfsmittel und Companions nutzen, für Führung zu kommen. Interessant geht es gerade dann, weil er nicht nur mit Raten, sondern auch mit der Inquisition konfrontiert wird. Wenn dann noch keine direkten Luftquellen da sind, geht es extra spannend. Also muss er lernen, auf immer einer Manier all die Sachen zusammen zu nutzen, für am Spiel weiterzukommen. A Plague Tale huet e wunderschön Setting, dat doch noch mal enger Bombe-Grafik an engem Hammer-Soundtrack ënnerstrach gëtt. A für allem strahlt an den Interaktionen vun de verschiedene Figuren a wéi déi op Welt rundrümse reagieren. Wenn op atmosphärisch Singleplayer-Spieler steht, as ich für rund 15 Stunden vun enger wunderbarer Spielwelt parke will lassen, ass bei A Plague Tale Innocence op der richtige Adresse. Mit untypischen Helden an enger unverbrauchter Idee lädt Asobo Studio e Bombeknaller hin, nur dem sech nimme so kann, ich will mei. Wer momentan also nur etwas Neuem erfrischend zu zocken sicht, dem sie auf das Spiel und Herz gelöscht. This is our home now. Gerüchter eng Kooperation tëcht den Dark Souls Entwickler From Software an dem Game of Thrones Autor George R.R. Martin verdichten sech immer méi, anso sollen italienesche Journalist an Erfahrung beurtun, dass es kein richtig Open World an dem Projekt wert gehen, anders den Erbestitel Great Rune soll heeschen. Weiter Rümere soen, dass das Spiel op der 2019 soll gewisse gehen, gewiss, als aber noch nicht. Sony Pictures wird konfirmiert, dass den Uncharted-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle sich an einer fortgeschrittenen Entwicklung befindet. THQ Nordic wird konfirmiert, dass die Entwicklung von Dead Island 2 noch immer lebt. Leider haben sie bis auf die Tatsache, dass das Spiel noch lebt, keine weiteren Informationen geben. Ab dem 30. August könnt ihr euch mit The Dark Pictures Man of Medan nicht so richtig gruseln. 4 Besteller vom Spiel sollen außerdem den Curators Cut kreieren, den dem Spieler neu sparen an neue Point of View für den zweiten Durchlauf soll gehen. Für net 4 Besteller sif gesot, den Modus wird später hin gratis für Schülerin zum Download-Brett storen. Mam Juni steht es auch rund das Jahr D3 für dir. An neben neue Königungen für großen Entwicklerstudien, die Zockerherz mehr heischlo lassen, bringt der Juni auch das ein oder andere Spiel, wie ich auch diese Mode langweilig zu hören. Den Anfang vom Mode möchte Warhammer Chaos Bane. Wenn du in einem Diablo-esken Spiel siehst, dann sieht der Hai genau richtig. Mit dem ersten Hack and Slay am Warhammer-Universum wagt das Entwicklerstudio Eco Software an ein ganz neues Engagement. Wird ein von 4 Heldenklassen er spielt allein oder auch am lokalen oder Online-Coop zusammen mit Warhammer Bestiarium und über 70 verschiedene Gegnertypen zu bandigen. Ob Warhammer als Hack and Slay funktioniert oder ob er am Chaos an der Wert, sehen wir beim Release. Aber mehr hoffen wir, der Best. Wo aber schon Chaos 4 programmiert ist, also ein neues Teil von der Persona-Reihe. Mit Persona Q2, New Cinema Labyrinth, sucht Atlas 4 Klassentreffen der Extraklasse. Gefangen in einem Kino leidet in der Persona 3, 4 und 5 Charakteren Römme weh an die Realität zu finden. Der rundenbasierende Kampf geht mit einem selber zusammengestalteten Team aus Persona-Charaktere bestritten und scheinen am gewissen Material auch taktischen Tiefgang zu bieten. Für alle Persona-Fans hilft also aufwarten und Tee trinken. Ob war den aber nicht mehr warten muss als Bloodstained Ritual of the Night. Nur eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne erwählte die angezielten $500.000 mit $5.545.000 weit überschritten
könnt ihr euch bis Highschooler op guter aller Castlevania Manier fehlen. Am am Koji Igarashi wird Bloodstain Special of the Night auch den Castlevania Urvater mat übercht. Sammelt, erstellt, an Upgrade erwaffen, erkämpft dir schon enger schicker 2.5D-Grafik durch das Schloss gefällt mit dem fiesesten, was Dämonenwelt zu bieten wird. Mit verschiedenen Modi wie einem Bossrush oder einem Roguelike-Mode, also für länger Zeit für Beschäftigung gesucht. Nom Sonic ass dann noch Loom Sonny Maskottchen. Mat Crash Team Racing Nitro Fueled ass Zeit fir Crasher Co sech an de Go-Kart setzen anzuweisen, wen er Waghasechten iwwer Trendpist flitze kann. Mam initiale Release fir PlayStation 1 am Jahr 1999 si schon e paar Jahr vergangen. A fir die Diech wetsch immer schon op Remastered gehofft hunn, huet Binox sech daraus gekümmert. Mat Power-Ups, falsche 4D op der Strecke gehen, Charakteren, Rennstrecken an Modien aus dem Original, als für alle Fan-Apps dabei. Spendiert kriegt das Ganze neben dem lokalen Koop auch den mittlerweile obligatorischen Online-Koop. Ob Crash Team Racing sich auch nach nur bald 20 Jahren bei den Fans beweisen kann, gesehen wir dann auf der Rennstrecke. Genug vom Kartfahren. Wie wäre es dann mit einem Detektivspiel? Mit Project Judge oder in Europa auch Judgment genannt, bringen die Yakuza-Macher den Detektivspaß von Tokio direkt an den Stoff. Nutzt der detektivische Fähigkeiten bei Verfolgung von Verdächtigen, die Infiltration an nicht zugängliches Gebiet am Hitman-Style oder zerklappt der Gegner auf Yakuza-Art. Wie viel Yakuza genau im Spiel sticht und ob die neue Formel von den Yakuza-Macher funktioniert, gesehen wir das im Juni. Am Juni als Detective Time. Neben Judgment kennt nur lange worden endlich das Sinking City heraus. Das neueste Spiel am Lovecraft-Universum verschlägt den Ermittler Charles B. Reed an die amerikanische Stadt Oakland, Massachusetts. An welch ein mysteriöses Flut startet an ihre Fangenhalt. In der Halt mit den Bewohnern hilft ihnen bei ihren Problemen, aber bekämpft Kreaturen aus dem Lovecraft-Universum. Trailerin wirkt schon fantastisch, aber bringen auch gute Wahnsinn zum Vorschein, weil am Spiel im Verstand vom Protagonist an der gesamten Bevölkerung nagt. Es bleibt nicht mehr nachzuhoffen, dass das Spiel selber auch der Wahnsinn ist. Die Fans von der Levelbastelei abgepasst. Am Juni bringt Nintendo mit Mario Maker 2 das neueste Spiel über den Mario-Baukasten heraus. Mit noch mehr Basteloptionen an einen 2-Spieler-Modus, mit welchen ihm zusammen und einem Level bauen kann. Was für jederin etwas dabei. Damit kommen wir dann auch schon zum Ende. Viel Spaß mit der 3, aber bis der nächste Monat. Als zweite Gang haben wir fertig Teller Rage 2. A präpariert geht das Ganze mit einem guten Erstlevel Open World à la Just Cause. An aufgerundet geht das Ganze dann mit einem guten Schuss Wahnsinn aus Blätter aus Doom. Und ob die Kombination funktioniert oder ob Zeffi Cash den Brei verdirben, das weiß wir schon in diesem Beitrag. Wat für ein Announcement-Trailer, fetzig Musik, grell Neonzurven, an ein bisschen Craziness! WB fest hat letztes Jahr Rage 2 angekündigt wird, waren die Leute spatzdrauf. Den Trailer hatte Borderland-Charme, welchen doch so gerne wird. Aber obwohl der Viergänger Rage sich nicht gerade so gut verkauft wird, war ihn doch gespannt, ob der Richtungswechsel vom Serien an das verreckt ging gelingen. Und wo wir dann auch schon bei der Story wären, der spielt 30 Jahre nur den Ereignissen vom Viergänger. Nur den Obrigkeitskricher, das war eigentlich eine ziemlich geile Nummer, sollst du darüber nachdenken, welche am ersten Teil stattfanden, und Menschen immer weh fand, die zerstörte Welt neu zu bepflanzen. Natürlich hält er auch nicht lang. Die Antagonisten aus dem ersten Teil feiern noch an der Fortsetzung ihren Auftritt, weil, wie sie den doch so schön, Totgeglaubte leben länger. Mam General Cross, eng Cyborg, welche wohl schon besser die ich gesehen wird, als ihre Chef greift Obrigkeit auch das Mönche und am Ziel, eng neue Ära anzuleden, a welcher nimme Leute, die der Obrigkeit loyal sind, auch leben dürfen, an wahrscheinlich auch hier Mutanten, welche für Kriegszwecke Chef kaufen. Domot fängt an Spieler run, themisch von ihrem Protagonist gedugegriffen, muss verteidigt gehen. Dafür wählt ja Mufang zwischen einem weiblichen oder männlichen Charakter aus,
Wobei Sandra Schwittau, Synchronsprecherin vom weiblichen Charakter, Modell bei uns wohl für eine Rolle am bekanntesten ist. Schlecht bis auf die Knochen, genau das bin ich. Was zum... Nur pro Explosionen an pro Sprich ass dem Tutorial auch schon fertig. Themisch zersteuert an The Walker, ihre Protagonist, sind op Rache. Ihre Plan? Ein ominöse Projekt am Namen Project Dagger soll der Obrigkeit ein für alle Mal de Gar ausmachen. Aber das geht natürlich nicht allein, und dafür muss bei 3 verschiedene Schlüsselpersonen führen, für Hauptmissionen machen zu können. John Marshall, Dr. Quasir und Lucem Hager. Sie gehören alle zu Projekt Dagger, mit dem die Obrigkeit aufgehalten werden soll. Für das Project Dagger an die Finalphase gehen kann, müssen er Begleiter sich mal auf Level 5 gelevelt gehen. Und Zauberwort das du... Nebenmissionen! Wer kommen sie nochmal ehrlich? Wie geil ist es doch, wenn eine Story mit lauter Nebenmissionen strecken kann. Ding! Mit Nebenmissionen könnt ihr euch Fähigkeitspunkte bei den einzelnen Questgebern verdienen, welche dann an ihren einzelnen Talentbeam ausgehen könnt. Als Belohnung erwarten ihr da verschiedene Vierdeler, wie zum Beispiel mehr Munition materiellen zu können. Für den Marshall rot er verschiedene Banditenlagern aus, für den Lusum befreit er unter anderem Tankstelle für psychopathische Goons und für den Quasir könnt ihr Erfahrung gewonnen durch das Forschen von Archen. Melo genug geschwafelt, kommen wir zum besten Punkt für Rage 2, dem Balleren. Aber jetzt ist mittlerweile so gehört, sind die Waffen kein ganz normal Waffen. Es handelt sich hierbei Archwaffen, welche am Hipfire den Waffenmodus wirsten. So geht Schrotflint beim Zielen zum Impulsgewehr, andere Raketenwerfer kann Ziele uvisieren. Neben den obligatorischen Waffen bot auch den erst dem Rage bekannte Wingblade zur Verfügung, welchen der Gegner gerne Mole wie kurz mischt. Domert ist aber noch nicht genug, mit den Nanotrite-Fähigkeiten, welche da neben neue Waffen an den Arsch fahren könnt, geht er selber zur Waffe. Als Beispiel Hummer zerschmettern, welche die Rüstung vom Gegner zerstört, und noch zurückstehst oder den Smash, mit welchen da eng Druckwell um Boden auslesen könnt. Waffen an Nanotrite-Fähigkeiten lassen sich all upgraden, weil ihr dafür braucht als Fentrit. Das kriegt er beim Abmachen von Küsten, welche an der Gegend fand, Sammlungen auf Fentrit an der offenen Welt oder beim Zerquetschen von Gegner. Mit all Upgrade machen er Waffen mehr Schwert, und die können mit Waffen-Upgrades, die ihr bei den Händlern gehen, auch neue Abrüstungen für Waffen kaufen, wie zum Beispiel mich schnell doppeln. Zu guter Letzt haben wir dann auch noch den Overdrive, welchen irgendein Teil von ihrer Gesundheit rumgeht, an ihre Schwert für die Dauer vom Overdrive erheischen. Diese lügt ihr ab, wie soll doch gar nicht Sinn beim Balleren? Waffen, Nanotrite-Fähigkeiten oder einfach nimmer drauf klappen. Rage 2 bietet ihr Stundenmäßigkeiten, die Gegner einfach zu zerfetzen. Mam Doom-Schöpfer id Software as auch ein erfahren Team an Bord, der sich mit aufgetrennten Gliedmaßen ziemlich auskennen lässt. Neben id Software wird sich befestigt aber auch noch ein anderes Studio geholt. Avalanche Studio, bekannt für Just Cause-Reihe, sie sind auch an Rage 2 für die Open World zuständig. Für schnell von A auf B zu kommen, steht ihr direkt ein Tutorial Erdgefährt zur Verfügung. Mit diesem könnt ihr nicht nur Rennen fahren, ihr könnt auch noch das angebaute Geschütz dazu nutzen, Gegner auf der Straße oder gepackt für in ihrer Basis Platz zu machen. Und ja, weiter geht die Open World nicht wirklich zu suchen, weil ich fand es wirklich absurd, darüber zu erzählen. Zwar gibt es neben einer Wüste auch einen Sumpf oder einen Dschungel, die bleiben aber irgendwie so eine Kulisse an. Aber nicht wirklich viel zum Spielerlebnis bei. Dann kommen wir auch noch zu meinem Fazit. Oder besser gesagt, dem Luxing-Fazit, wie das hier natürlich geschrieben wird, aber ich konnte natürlich viel vertonen. So literarische Buff ist der Boss-Look. Wie gerade erzählt, ist die Open World nicht so spannend, wie ihn sich vielleicht gewünscht hat. Außer die eng oder einer Gefierer befindet sich nicht viel an der Welt. Die Story ist viel zu kurz und es geht zum Schluss hin beim obligatorischen Aufklappen von ihren Missionen unnötig und lang gezogen. Aber, come on, lo genug gehate, Ballere mischt unmoßig viel Spaß. Neich geht iwwer de Gegner mit Nanotrite-Fähigkeiten zu bearbeiten oder mit Overdrive an eine Gruppe von Gegner zu stürmen und einfach hinnen mit der Schrotflint zu stürmen und hinnen mengt Schrot... Was das? Oh. Aber lo genug gehate. Ballere mischt unmoßig viel Spaß. Neich geht iwwer de Gegner mit Nanotrite-Fähigkeiten zu bearbeiten oder mit Overdrive an eine Gruppe Gegner zu stürmen und ihnen dann zum Schluss mengt Schrotflint 4 zu stellen.
Für jede Rede den am Moment ob Doom Eternal wart oder er verlor be bisssen Action wird. Hey, mat Rage 2 mat du nicht falsch. Dadems de Bauerlo gut gefüllt gouf, gëtt als das Apps ganz besonderes. Wir präsentieren euch ein Muss und Schau. Oui, oui. Am ersten Gang geht es A Plague Tale. Bon Appetit. Es soll nicht zu realistisch sein. Voll doch kannst du da hingehen. Wie machen wir das? Ja. An einer guten Portion Blut. Ich muss meinen Satz vergessen. Pardon, Billy. Oh, ich muss den nächsten eigentlich lesen. Okay. Wenn eine gute Portion passt, pass es aus. Das ist kurz fort. Als zweiten Gang haben wir fertig Teller Rage 2. Pardon, Jetzt ich weiß Level jetzt Just nicht. Cause. Den neuen, die geht ja, die möchte ja. Ja. Also, du hast dafür drunter Ja, das dann erstmal gesagt. genau. Ich habe nicht ganz verstanden, was da passiert, aber. Ja, aber von, Ich fand den Dick gut. Wir Ich fand ein Muss. Ein Muss, oh. Ciao. Also, das bin ich. ja. Du musst nur links raus. So, schon genug gekauft, ciao. Sieh fort. Wollen wir uns mal gucken?